foi, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, Pace bene, buone gente. So begrüßen ich euch mit den Worten vom Heiligen Franz. Damit erspuren ich euch nicht euch an mir ein langes Licht von Ehrengäst, mehr als Geschwisterlichkeit, die Eisheit zusammen feiert, an die auch Eisen mit den Nähen prägt, schon über Jahren raus. Au nom de la congrégation, je vous souhaite la bienvenue, vous qui sont venus pour rendre grâce avec nous à l'occasion du 165e anniversaire de notre congrégation. Dieser Festtag steht unter dem Thema 175 Jahre auf dem Weg. Wir machen eine Zeitreise und ich bitte Sie, nehmen Sie Platz. Eine Frau bricht auf, in die Not der Menschen hinein, lässt sich ein auf die Armut, teilt mit den Bedürftigen das Lebensnotwendige. Une femme se met en chemin avec courage et audace, donne témoignage de la solidarité, allège la détresse, s'engage avec main forte. Eine Frau geht auf die Straße, setzt sich aus. Am Herz ein Lebensprogramm, den tagtäglich herausfordert. Menschen ob Armhecht begegnen, hinnen eine Stimme gehen, hier Not spüren, konsequent handeln, jo, der Barmherzigkeit, der Gutheit, ein Gesicht gehen. Frauen folgen ihrem Beispiel, engagiert über die Grenzen hinaus. Sie lassen sich in Pflicht nehmen von dem Elend und der Armut der Menschen. In Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien, Norwegen, Taiwan, China. »175 Jahre Fußspuren der Barmherzigkeit. Ein bewegter Weg der Nächstenliebe, der lebenden und verstorbenen Franziskanerinnen von der Barmherzigkeit. Auch heute bleiben wir uns treu und stellen uns den Herausforderungen mit den Frauen und Männern an unserer Seite, die unsere Werke verantwortungsvoll gestalten und leiten. Aus der Erinnerung des Gestern gehen wir im Heute mit brennendem Herzen, voll Vertrauen ins Morgen, gesandt als Botinnen der Menschenfreundlichkeit Gottes.
Stellen wir uns einen Augenblick vor, Mutter Franziska würde jetzt hier in die Kirche hereinkommen und sie würde an diesen Reihen vorbeigehen, jeden von ihnen anschauen. Was würde sie wohl Ihnen, dir jetzt in dieser Stunde sagen? Uns allen würde sie, glaube ich, sagen, danke. Danke, liebe Schwestern, liebe Franziskanerinnen von der Barmherzigkeit, dass ihr auf meinen Fußspuren gegangen seid. Eigentlich den Fußspuren Christi. Die Spuren, die uns der heilige Franz auch aufgezeigt hat. Sie würde sagen, danke, dass ihr alle heute da seid. Die Mitschwestern, die Mitbrüder, die geladenen Gäste, die Mitarbeitenden, die Priester, die hier sind, Pastor Frank Mertin. Sie würde euch alle sehr herzlich begrüßen und euch sagen, seht, welches Werk daraus geworden ist. Wunderbar. Durch Gott, seinen Geist, der immer wieder Menschen anrührt. Welch lichtvoller Tag für die Kongregation, welch lichtvoller Tag für diese Pfarrei und für unsere Erzdiözese. Soyez les bienvenus, chers amis venus un peu de partout, ceux et celles qui parlent plutôt français. Soyez les bienvenus et j'aimerais vous associer tout simplement à notre joie et à notre prière. Et vous dire combien l'Église de Luxembourg est remplie d'allégresse et de gratitude envers les sœurs, la congrégation des sœurs franciscaines de la Miséricorde. Nous allons parler beaucoup aujourd'hui, mais je pense l'œuvre de Dieu a ses racines les plus profondes dans le silence, dans la prière et aussi dans le pardon. Car ces 175 ans d'existence de la congrégation et de l'œuvre ont été aussi des années où il y avait des blessures à l'intérieur de la congrégation et à l'extérieur. Demandons donc maintenant le pardon du Seigneur. Nicht immer sind wir auf unserer Wegstrecke in der Spur Jesu geblieben, haben es an Weitherzigkeit und Freude fehlen lassen. Manchmal haben wir die Zeichen der Zeit übersehen und auf Herausforderungen nur zögerlich geantwortet.
Im Teilen von Verantwortung mit unseren Mitarbeitenden ist es uns nicht immer gelungen, Geschwisterlichkeit zu leben. Herr Jesus Christus, verzeihe, was uns von dir und den Menschen trennt und führe uns zum Leben. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous proclamons que tout don vient de toi,
ce que nous avons et ce que nous sommes. Apprends-nous à reconnaître les bienfaits de ton immense amour et à t'aimer d'un cœur sincère et de toute force. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Philipper. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Und was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Ich suche Zuflucht bei dir. Lass mich doch niemals scheitern. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Wende dein Ohr mir zu, erlöse mich bald. Sei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die mich rettet. Du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine Finsternis hell. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. Du wirst mich befreien aus dem Netz, das sie mir heimlich legten, denn du bist meine Zuflucht. Du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine Finsternis hell. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich will jubeln und über deine Huld mich freuen. Du hast meinen Füßen weiten Raum geschenkt. Du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine Finsternis
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon d'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Liebe Schwester Generaloberin, liebe Franziskanerinnen von der Barmherzigkeit, liebe Franziskaner, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verehrte Gäste aus dem In- und Ausland. Und wenn ich Schwester Generaloberin vorhin richtig verstanden habe, müsste ich euch jetzt alle begrüßen, einfach nur mit der Anrede: Liebe Geschwister. Da er die Seinen liebte, so setzt das Evangelium von der Fußwaschung ein, das wir soeben gehört haben. Da er die Seinen liebte. Was Jesus an und für seine Jünger tat, verstehen wir nur im Horizont der Liebe. Wer diesen Traggrund seiner Worte und Gesten, seiner Taten verlässt, wird früher oder später in irgendeiner Weise irre an ihm. Ja, wer die Liebe verlässt, wird wie Judas Jesus irgendwann in irgendeiner Art und Weise verraten. Die Fußwaschung lehrt, alles wahre Göttliche und Menschliche hängt an der Liebe und führt zu ihr hin. Denn Gott ist Liebe und seine Liebe gilt den Menschen.
Sie haben es gemerkt, Jesu Liebesdienst beginnt mit dem Ablegen der Kleider, seines Gewandes. So war es auch im Leben des Franz von Assisi. Er legte vor den Augen des Bischofs seine Kleider und damit die Privilegien eines Arrivierten ab, um sich in völliger Selbstlosigkeit in den Dienst der Armen und Kranken zu stellen. Aufgepasst! Das Abstreifen des Gewandes ist eine tiefsinnige und schwerwiegende Geste. Sie bedeutet einen radikalen und unumkehrbaren Perspektivenwechsel. Ich verlasse gesellschaftliche Sicherheiten, persönliche Komfortzonen, getretene Pfade und übliche Handlungsmuster. Stattdessen lasse ich mich ein auf den Anspruch der Liebe, auf die Bedürfnisse der Menschen, auf die unbequeme Last des Dienens und auf die Verrücktheit der Vorsehung. Aus dem stolzen Stehen wird ein demütiges sich bücken, aus dem bedient werden ein sich hingeben. Von diesem jesuanischen und franziskanischen Geist beseelt ist auch Elisabeth Henriette Désirée Dufin d'Aigremont de Nonancourt. Sie verlässt die bürgerliche Oberstadt Luxemburgs, um sich in der Unterstadt, im Ortsteil Grund, Nomen est Omen, der Elenden in der Festung anzunehmen. Sie steigt wortwörtlich in den Grund hinab und mietet sich am 15. Juni 1847, dem heutigen Jubiläumstag, mit ihrer Freundin Louise Augustin in eine feuchte Dreizimmerwohnung ein. Alles wahre Göttliche und Menschliche beginnt mit der Liebe. Liebe aber entkleidet sich aller Selbstgefälligkeit, um hautnah am Nächsten zu sein. Sir Marie-Jean Leider schreibt in ihrer Dufin-Biographie in diesem Zusammenhang dieses: Les voilà donc toutes deux jetées du jour au lendemain dans les bras de la pauvreté, de la misère et de Dieu. Tout comme Pierre dans l'Évangile ne comprend pas l'abaissement de Jésus, les deux femmes irritent également leurs contemporains avec leur engagement à l'hospice et leur sollicitude pour les nombreuses prostituées de la garnison. Les femmes fondatrices deviennent la cible de moqueries et de médisance. Vue de l'extérieur, vue sans amour, la charité évangélique comporte toujours un aspect de folie humaine. Pour les initiés, en revanche, pour les croyants, c'est un critère de vérité pour l'action divine qui se déploie dans la fragilité humaine. Chers amis, en regardant en arrière, en feuilletant les pages d'histoire de la congrégation, on s'aperçoit très vite que la croissance si rapide et si importante du nombre de sœurs et de leurs œuvres ne s'explique pas seulement par le charisme exceptionnel et la foi solide des fondatrices. La grâce divine a sans doute soutenu la miséricorde évangélique de ces femmes courageuses et fidèles à la suite et à l'exemple de Mère Françoise. Chères sœurs, c'est au nom de notre archevêque, le cardinal Jean-Claude Tollerich, que je rends grâce aujourd'hui pour cette œuvre de Dieu et pour 175 ans de service rendu de cette congrégation
et de ses différentes institutions envers les pauvres, les malades, les prostituées, les enfants, les laissés pour compte, les femmes en prison, les adultes et les enfants aux besoins spécifiques, les personnes âgées, les jeunes en difficulté, au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Taïwan, et 3 points. Combien de pieds lavés, de mains lavées, de têtes lavées? Combien de malades soignés, de mourants accompagnés, de larmes séchées, de mains tendues, de cœurs apaisés, de conseils donnés, de souffrances allégées. À travers vous. Et votre engagement, chères sœurs, chères collaboratrices et collaborateurs, la misère a été contrée par la miséricorde. Infiniment merci. Liebe Schwestern, Ihre Gründung und was aus ihr geworden ist, hat das sozial-karitative Gefüge in Luxemburg in vielen Bereichen nachhaltig geprägt. Die christliche Diakonie, wie sie insbesondere von Frauenorden in unserer Diözese unter großen Mühen und manchen Unwägbarkeiten umgesetzt wurde, hat erst der staatlichen Fürsorge den Weg bereitet. Sie hat damit erreicht, was Jesus mit seiner Fußwaschung unter anderem bezweckte, nämlich seinen Freunden ein Beispiel zu geben. An den Leiterinnen und Leitern, den Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen in den Häusern und Institutionen, die das Erbe der barmherzigen Schwestern vom heiligen Franziskus zu Luxemburg in die Zukunft tragen, ist es die Liebe zur Richtschnur ihres Engagements zu machen. Gewiss, Barmherzigkeit dekliniert sich heute anders als vor 175 Jahren. Die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Arbeitsmethoden, das soziale Umfeld, die finanziellen Herausforderungen unterliegen ständigen Wandlungsprozessen. Doch, der Mensch bleibt Mensch, der Kranke bleibt krank, das Leid bleibt Leid, Alter bleibt Alter. Modernste Techniken, ausgefeiltes Management, klügste Strategien und neueste Konzepte werden niemals das liebende Herz ersetzen können. Uns allen, denen unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Aufgaben übertragen wurden, möchte ich abschließend das einprägsame Zitat von Mutter Franziska in Erinnerung rufen. Nie wird man bereuen, gut gewesen zu sein. Es hängt großformatig im Flur im Mutterhaus. Möge es eindrücklich in unsere Herzen eingeschrieben sein. Amen. Die Berufung der Franziskanerinnen von der Barmherzigkeit hört nicht auf. Mit der Überarbeitung unserer Konstitutionen geben wir heute
einen neuen Fußabdruck. Wir wollen mit den Möglichkeiten, die wir haben, den weiten Raum nutzen, in den Gott uns in diese unsere Zeit gestellt hat. Wir wollen es mit brennendem Herzen tun. Liebe Schwester Generaloberin Lev Dorothee Maria, ich darf dir jetzt die neuen Konstitutionen überreichen. Sie mögen weiterhin für die Kongregation Richtschnur und Anweisung sein. Aber besonders mögen sie mit dem Geist des heiligen Franz und der heiligen Clara immer wieder umgesetzt werden mit den Menschen, denen sie jetzt anvertraut werden. An dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an Pater Heinz-Jürgen Rieker, ein Franziskaner und, jetzt fehlen mir die Worte, der uns begleitet hat geht nicht mehr. Wir haben es verstanden. Er hat uns die ganzen 4 Jahre, in denen wir die Texte überarbeitet haben, begleitet, und ihm möchte ich auch die Konstitution überreichen, weil er weiterhin als Berater und
nicht nur als Freund, sondern auch als Kirchenrechtler uns zur Seite stand und zur Seite stehen wird. Nicht mein Heft oben. Ein Tau, das Symbol für die franziskanische Familie weltweit. Ein Zeichen des Segens, des Friedens, ein Zeichen der Güte und Liebe Gottes. Bruder Bischof, ich möchte Ihnen heute dieses Tau überreichen und damit ausdrücken, dass wir Franziskanerinnen von der Barmherzigkeit uns heute wieder auf ein neues mit unserem Charisma in den Dienst der Menschen und der Kirche, die hier in Luxemburg ist und über die Grenzen hinaus weltweit, dass wir uns wieder in den Dienst stellen. Das Evangelium lieben, Einfachheit, Geschwisterlichkeit, Gastfreundschaft, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sind unser Selbstverständnis. Vielen Dank. Ich sehe das als Zeichen an, dass ihr in unserer Erzdiözese weitermacht. Bruder Werner Michels, das ist jetzt spontan. Ich bitte dich mal herauf. Du lebst viel von der franziskanischen Spiritualität. Du hast bereits viele Aktionen auch im Sinne von Laudato Si angeregt und durchgeführt. Also das übergebe ich dir jetzt, weil du auch ein bisschen der Inbegriff ist, wie sich Franziskus in unserer Diözese auch außerhalb den Klostermauern immer wieder in die Gesellschaft hineinfügt. Du gibst mir aber auch wieder zurück. Ne? Aber jetzt bekommst du es, weil du bestimmt schon das nächste Projekt in deinem Herzen trägst. Chers sœurs, que signifie pour nous de renouveler nos vœux de profession aujourd'hui? C'est entre autres célébrer la communion en famille franciscaine. C'est retrouver la nouveauté de nos consécrations. Liebe Schwestern, wenn wir heute unsere Gelübde erneuern, so ist das ein Ja, das wir sagen und das wir leben, jeden Tag. Jeder Tag ist neu und damit auch jeder Tag ein neuer Tag, ein neuer Anruf unserer Brüder und Schwestern, ein neuer Anruf der Kirche und der Gesellschaft. Dafür los als Lot zusammen steht für ihn ein Sängerspruch, als Versprechen erneuern, feiern, delen an Dankbarkeit. Wir wollen alle guten abstehen, wenn Schwestern Lo das Versprechen erneuern.
Mutter Franziska, lege deinen Geist in unsere Herzen und Taten. Lass uns auf die Umbrüche unserer Zeit antworten mit Zuversicht, Hoffnung und mit einem frohen Herzen. Als Frauen des Weges ermutige uns auch unkonventionelle Wege zu gehen und immer wieder neu anzufangen. Der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und erbarme sich euer. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch den Frieden. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour les dons que nous avons reçus de toi, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Nous t'en supplions humblement. Ce que tu nous as accordé sans mérite de notre part, puissions-nous le rapporter à la gloire de ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen.